Merci, Herr Präsident, Herr Minister, und ich bescheid direkt adressieren, die Rebenspieler zu scheren, die dir natürlich gut kennt, so wie die Wirtschaft selber, als von den wichtigsten galloremischen Standorten zu Lützeburg. Die sieht den hecht am Schlammgröch, nur ein Fläche von über 100 Hektar, von dem aber Haut den mindestens Teil, den ganzen Teil bebaut ging ist, das auch schon seit 1990 ungefähr angefangen ging, Trassen sicherzustellen. Mit das auch noch ein imposant Villa Rustica aus dem 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus, die Gegenstand von den Ausgrabungen ist. Das Hauptgebäude von der Villa, das Mengen Informationen nur rund 110 Meter lang, 35 Meter tief, und huet ënner anderem en Hippocaust-Heizungssystem, wie dat am Fachjargon heescht, dekorativ festge, polychrom, Mosaiken, die Szenen von Menschen an auch mythologische Figuren durchstellen. Das wichtige Beispiele für Kunst der Kultur sind im Moment schon von Archäologen zu gesehen, sind interessant für Historiker, sind aber interessant für Menschen alle, für Touristen, also noch von großem pädagogischen Wert. Den CNRA, das Centre National de Recherche Archäologique, veröffentlicht dafür auch regelmäßig Entdeckungen an seinen Fachpublikationen. Der historische Site ist leider aber noch immer nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, auch wenn schon Delegationen unter anderem von der Kulturkommission von der Chambre mal sich konnten sur place Bild davon machen. Mit 10 Jahren fuhren all der Tausenden von Autofahrer lanscht ein großes weißes Zelt, 50 Meter neben der A7 respektive B7 und freuen sich, was da weiter geschieht. Dafür habe ich 2 Fragen und der Kulturminister an dem Kontext. Die erste Frage, 10 Jahre, nachdem die Ausgrabungen angefangen haben, lanscht der A7, das kann ich auf dem Portal an den Bildern nachgucken, respektive der B7, kann der Minister also so, wie es weitergeht mit dem Site, wie die mal am Schluss angekommen sind, wo sind Pläne drin, noch für eine eventuell touristische oder Nutzung, an wie nie kann das enkeren entfangen. Die zweite, letzte Frage, Trümmer hält sich, dass den dringenden notwendigen Ausbau von der B7 eben Gift durch das Ausgrabungen verhindert gehen oder zurückgestaltet gehen, kann der Minister das konfirmieren oder dementieren oder so, ob hier nicht mit seinen Ausgrabungen dafür verantwortlich ist. So nicht mehr.